Zurück in Wurzelheim nach dem ersten großen Finale hier bei Pokémon Omega Ruby mit Groudon geht's weiter, Freunde, im Text. Yo! Ja, gibt eigentlich nicht viel mehr dazu zu sagen. Wurzelheim deswegen, weil wir noch ein paar Dinge zu erledigen haben. Hier einerseits ist hier noch irgendein Megastein. Ein Mewtwo X. Cool. Und dann müssen wir noch gucken, weil unser Pokédex, der ist irgendwie nicht mehr so auf dem aktuellen Stand, war. Wir haben im letzten Part gesehen, von wegen da ein Waschaquil gefangen und dann plötzlich, nicht bekannt. Und sonst sieht es schon mal geil aus. Latios und Groudon kommen nachher rüber auf Alpha Saphir, natürlich haben viele andere Pokémon auch noch, aber das dann zur gegebenen Zeit. Jetzt ist mal ein Besuch bei Professor Berg und mal gucken, was er dazu zu sagen hat. Professor, Servus. Hallo Michael, scheint immer falsch zu sein, wa? Michael hat mir bereits einen Heldentaten berichtet. Es gibt etwas, das er dir unbedingt sagen wollte. Die Sache ist die: Seit diese Angelegenheit in Xenobil geregelt hast, sind in Höhlen Pokémon aufgetaucht, die ich vorher noch nie gesehen habe. Verrückterweise sind das genau die Pokémon, die seit vielen Jahren Gegenstand meiner Forschungen sind. Sie gehören Arten an, von denen angenommen wird, dass sie vor Jahrtausenden hier in Höhlen gelebt haben. Was, echt? Sind es damit Umlade-Pokémon, die ich noch nie zuvor gesehen habe? Also sprich Pokémon aus Sinnoh, Einal, Kalos und so, die wären früher schon mal in Höhlen gewesen. Da wäre Höhlen eigentlich der Ursprung allen Pokémons. Ja, und deswegen natürlich Arceus, der Gott der Pokémon, auch in der Sinnoh-Region, ist klar. Nach einem Jahr kann ich sie jetzt endlich hauptnah unter die Lupe nehmen. Ich kann ja platzen vor Glück. Ich habe so schnell Content-Update von den Pokédex zusammengeschustert. Okay. Der nationale Pokédex. Ja, der kam jetzt ein bisschen früher. Normalerweise kann der immer erst nach der Liga. Diesmal ist es allerdings, ja, anders. Das neue Höhnerkunde ist. Ja, Mann, ist voll geil, ne? Ja, geh mal. Ja, geh schon. Ja, gut. Ansonsten gibt es hier noch nicht viel zu tun. Wir werden nachher nochmal 3-4 Mal nachher zurückkehren hier in Wurzelheim. Doch dazu dann, wenn es soweit ist. Erstmal die Ehrenflöte. Ich habe noch 2-3 Dinge zu erledigen, bevor wir dann uns aufmachen in die Arena nach Xenobil. Latios Mega Evolution. Es ist geil, ja, so geil, ja. Was wollte ich gerade machen? Das ist eine gute Frage. Hab's wieder vergessen? Nein! Einer Wiesenflur. Ich wollte mal gucken, ob, ja, es ist nämlich so, dass Heiko lebt ja hier, wa? Und auch seine Schwester lebt hier und die müsste noch etwas für uns haben jetzt. Ich hoffe es zumindest. Ich glaube sowieso einen Megastein noch, aber ist der jetzt... Ist er jetzt da oder war er schon weg? Ich weiß es nicht mehr auswendig. Gut, das war wieder weg. Irgendwo hier lebt... Ah, was? Heikes Haus, okay, ja. Er ist Heiko, sie ist Heike. Die Tochter heißt Maike. Oh, lange nicht gesehen. Ich schon die ganze Zeit gehen wollte. Das Gardevoir nicht. Ja, Mann, geil. Ich habe damals gar nicht dafür bedankt, dass du mir im Tunnel die Felsen zertrümmert hast. Weißt du noch, als vor kurzem ein glitzendes Licht vom Himmel gefallen ist? Danach habe ich im Garten etwas gefunden. Und genau deshalb waren es 2 Steine. Einen davon habe ich Heiko geschenkt. Das ist ein sehr hübscher Stein, nicht wahr? Das war jetzt bestimmt total. Ja, vorne ist ein kleiner Hinweis darauf, dass Heiko jetzt auch, also sprich nächstes Mal, weil wir ihm begegnen werden, auch die Mega-Entwicklung drauf hat. Und wir haben ein Gardevoir nicht, natürlich für unser Gardevoir, ganz klar. Dann das Teil jetzt auch endlich die Mega-Entwicklung. Das heißt, unser Team können jetzt 4 Pokémon die Mega-Evolution. Das ist doch ganz nice, ohne Scheiß. Generell ist es so, dass jetzt halt überall auf der Welt sind neue Megasteine erschienen. Sprich, es gibt auch ein Gebiet, das ist in der Nähe der Meteorfälle. Latios, it's Megatime! Also, was ich so verrückt finde, ist, dass Latios und Latias Megastufe eigentlich gleich aussehen, aber einfach Latios ein bisschen größer. Ja, ungefähr hier, glaube ich, ist es, wo ihr einen Händler findet. Der bietet seltsame Steine an. Teilweise ist es eigentlich nur ein Granitstein, aber manchmal bietet er auch Megasteine für die Höhenstarter an. Zum Beispiel jetzt in unserem Fall halt vor allem für Sumpex und Gevaldro.
Können daher auch so noch Megasteine kriegen. Ja, gehen wir hier in den Wunderberg. Mal gucken, was hier noch Besonderes hat. Denn ihr findet hier jetzt auf den neuen Wunderinseln, findet ihr eigentlich noch ganz, ganz seltene Pokémon. Ja, man sieht schon im Schatten bereits. Oh, ein Donphan und so. Ja, ist natürlich der falsche Rad dabei, war. Nö, das Richtige. Ne, das Falsche. Ich brauche das Kunstrad dafür. Was ist denn das wohl für ein Pokémon? Ist es wohl ein Donphan? Ne, ist die Vorstufe von Waschaquil. Okay, gibt es hier ja also auch. Ihr findet hier, wie gesagt, ein paar sehr seltene Pokémon, auch sehr wertvolle Pokémon, die man gut trainieren kann. Zum Beispiel findet man hier auch noch, man glaubt es kaum, Dittos. Also nicht gerade hier auf der Insel, aber es gibt sie auch, auf diesen verschiedenen Wunderinseln halt. Okay, Grundstück. Weiß nicht unbedingt das, was ich gesucht habe, aber spielt keine Rolle. Denn wir wollen ja eh nur Mega entwickeln. Weil es so schön ist, Ja, würde man sagen, wir sind bereits fertig. Also wieder ab nach Xenoville. Ja, da drüben, was das plötzlich hier ist. Das war, glaube ich, deswegen, weil wir 3 Pokémon-Team haben, die volle EVs besitzen. Genau, und das hier war, glaube ich, mit 3 Pokémon, die volle Zufriedenheit haben. Dann gibt es halt hier jeweils auch legendäre Pokémon und die fangen alle erst nach der Liga. Oder versuche es zumindest. Xenoville City. Zeit für den 8. Orden, Freunde. Nice. Die weiße Stadt wird zurück. Ich weiß, ein paar Gebäude so fehlen noch zum Inspekturieren, aber ich habe keinen Bock drauf. Ich will jetzt lieber unser Team für die Arena zusammenstellen. Also, Vasili kämpft mit 5 Pokémon. Das heißt, eines unserer Pokémon muss weg und weil er halt Wasser-Pokémon einsetzt, kommt Logok raus. Unser Starter, tja. Heißt noch in der Hauptrolle sind Blackie, ganz klar. Dem fehlt noch ein Erdbeben plus Rückkehr. Rückkehr kommt allerdings sehr spät zum Einsatz, um uns irgendwie auf Floßbrunnen zu holen. Stolos, ja, dann noch ein paar Attacken. Da halt eigentlich für den anderen die richtigen Attacken. Außer Kokiri, der ist schon ziemlich geil. Ja, gut, machen wir so. Der ist eher so für die Notreserve quasi, vor allem mit Toxin halt. Stolos halt vor allem in der Stahlstufe, müssen den Gegner zu verarschen. Sprich halt Stahl plus Autonomie und nachher richtig geil reinzuhauen. Brutlande vor allem Drachenflug, ganz geil. Psychofee auch und er sowieso, ja, Tengolist, also unser Kokiri. Natürlich noch seinen ganz großen Auftritt. Elektro-Pokémon fehlen uns hier zwar noch. Oh, ein Groudon, so eine Tauschbox war, nachher noch tauschen möchte. Schon besser. Okay, jetzt hier aber wie gesagt, aber nichts mehr war. Wahrscheinlich bleibt auch hier. Was hat denn der für Werte? Mal gucken. Ach du Scheiße, mutig. Oh, das ist so Quatsch. Angriff plus oder wie Initiative weg. Nein, kann doch nicht brauchen. So, kann ich mal hier hin. Da müssen wir mal ein bisschen sortieren und so. Der Rest bleibt hier in dieser Edition. Ja, das stimmt soweit. Mein Matsumera ist sowieso. Ein VMW, also wiederum hier hin. Mach ich mal Topio so hin. Ja. Schon viel besser. Also Freunde, auf in die letzte Arena. Hier in die Wasserarena von Xenoville City. Oder Xenoville einfach nur so. Im Kampf gegen Vasili Milotic. So. Bereit oder nicht, jetzt geht's los. Er muss etwas ausrüsten oder so. Nee, gut, wie immer noch 3 Pokémon Megastufe. Die Wasser kriegt Milotic später dazu. Kann allerdings noch Erdbeben mal beibringen. Und zwar unserem Blackie. Erdbeben gerne und zwar anstelle von was machen wir da? Ja, Schutzschild war. Ist eigentlich eine coole Attacke, aber jetzt hier nicht unbedingt nötig. Sehr gut, das passt und ja, speichern.
Und ab in die Arena. Oh Mann, wie klingt denn das? Die letzte Arena. Aber jetzt aus Minecraft mit dem Champ. Vasil der Arena von Xenobil ist ein Meister auf dem Gebiet der Wasser-Pokémon. Wer zu ihm gelangen möchte, wird auf gefrorenen Boden ins Rutschen kommen. Okay. Ja, genau. Heiko hat es schon geschafft, Mann. Also seht schon dort, irgendwie auf der anderen Seite. Da ist ja gar nichts. Wir müssen echt jede Fläche einmal berühren, damit wir hier durchkommen. Dafür gibt es meistens verschiedene Wege. Ich mache es mal auf diese Art und Weise, versuche es zumindest. Was sowieso gleich fehlt ist, ihr seht gleich wieso. Ja, jetzt aber. Verdammt, ich komme dann wieder hoch und tschüss, Mann. Na, toll. Wie lange später es gegen sie catchen? Oder jetzt schon alle? Ja, wieso nicht, wa? Nimm auch später alles. Wir fallen sicher nochmal runter. Obwohl, natürlich an Forten hätte bereits alles gemacht, war. Einmal rüberrutschen und so. It's Blackie Time. Ja, der Bedrohung ist so weise. Mega? Nö, nicht nötig. Das schafft Blackie auch so. Die Megastufe von Blackie hat die, abgesehen natürlich von höheren Werten, hat sie auch eine Fähigkeit, die uns aber erst dann etwas bringt, wenn wir normale Attacken beibringen würden. Tja, kann gleich mal zeigen. Mit der Mega Evolution, it's time, man. It's Mega Time. Mega Blackie. Denn, ja, Megabuttalandes Fähigkeit ist der sogenannte Zenitstürmer. Stimmt es überhaupt? Zenitstürmer? Wait mal. Stimmt doch gar nicht. Weil Zenitstürmer ist doch eine Pokémon-Attacke. Dann ist mir verwirrt. Wo, Moment mal ganz kurz. Ich muss nochmal gucken, das war doch nicht Zenitstürmer. Die Schönheitsalma. Oh, nur ein Pokémon, toll. Das ist doch ein bisschen doof, um das zu zeigen. Und die Dragonclaw. Der kommt so schnell nicht wieder. Und der Rest levelt einfach nur krass. Ja, hohes Niveau, Kunststücke schon so stark sind, dass wir bereits die Top 4 auseinandernehmen könnten. Ich will dir beibringen, dass Kämpfer kein Zuckerstecken sind. Du musst es ja wissen. Die schöne Franziska. Oh. Was für ein Name war? Lalala. Eins. Alabis, aha. Ja, noch ein Pokémon, toll. Ich brauche mehr Gegner! Was, überlebt? Tolle Defense, Respekt, Kumpel. Wir sind Zeit für ein bisschen Erdbeben-Action. Klar, er fliegt so, aber kann trotzdem Erdbeben einsetzen. Auch Menschenskind, ey. Doch, was soll's, es kriegt... Ja, der kriegt's auch so hin. Das ist ganz schön stark. Merkst du, was jetzt war? So, sind bereits die letzten hier. Das war elegant. Ah, sie trainiert das gemeinsam mit Vasili. Die Schönheit hier. Ein Starmie. Und hier haben wir einen Blackie. Die erste Armee hat halt auch noch Blitz drauf, unter anderem. Aber leider Gott ist es ein bisschen zu langsam. Noch ein bisschen zu schwach auf der Brust. Das war vielleicht eine Pleite. Ja, kannst laut sagen. Das geht dir
Rucki Zucki, Freunde. Die Eleganz, mit der Vasili kämpft, das war etwas, was mich dazu inspiriert hat, selbst ein Trainer zu werden. Schön für dich, Mann, die Lady Natascha. Perlu, Perlu, Perlu. Blackie. Perlu, Perlu. Ja, gut, haben wir mal die Gelegenheit dazu. Gleich wieder Mega Evolution. Also ein Protolando muss in der Form ja unglaublich schnell sein. Ich meine, so wie er die Beine einzieht und plötzlich die Flügel aussehen. Das ist doch Wahnsinn. So, und die Werte. Alter, der Angriffswert, hey. Das war schon krass als bei Letarking. Okay, Freunde, jetzt was ich vorhin gemeint habe. Dessen Fähigkeit. Ah, Zenith, nicht Zenith-Stürmer, dachte schon. Zenith-Stürmer ist was anderes, kommt später zum Zug. Zenith-Hau, da tankt der Typ normal, neben den Typ Flug an. Ja, wie gesagt, das ist eine Kombination mit Rückkehr und habe sowieso Flug-Pokémon, also ich habe Stab drauf. Einen hohen Angriffswert noch, das und den Rückkehr ist sowieso dann mordsmäßig stark, das haut dann richtig rein. Ja, wenn wir sagen, Blackie, vielleicht ein anderes Pokémon jetzt. Weil er hat sein Level Up bereits. Wer fehlt noch mit Level Up? Wäre es kurz davor? Ah, Chaos wäre es. Gut. Machen wir Chaos-Time, war. Der freut sich doch auch. It's Chaos-Time! Ja, da bin ich durchaus auch nicht viel. Ja, toll. Kraftkoloss! Und gleich nochmal. Die Natascha versucht es zu retten, aber zwecklos, Mann. Kraftkoloss! Ja, unser Chaos. Blackie auch noch und ja, der Rest passt so. Du bist mit mehr Eleganz als ich? Das nur mich selbst. Okay, Freunde, alle sind durch. So schnell kann es gehen, wa? Das heißt, es kommt halt zum richtig lustigen Teil vom Ganzen. Ups, da hab ich ganz vergessen. Diese Dame habe ich komplett übersehen. War natürlich elegant. Kapalures. Kapalures. Ja, und, tschüss. Wie stark wir einfach sind. Verzeih mir, Vasili. Ich bin so schwach. Jo. Schäm dich. Okay, sind wir jetzt langsam mal durch. Jo, jetzt endgültig. Also, wie gehen wir jetzt hier am besten... Ah, da kommen wir rein, gut. Wie gehen wir hier am besten vor? Es hat ungefähr in der Mitte da rauskommen, wa? Ich überlege gerade, es könnte aber klappen. Blub. Die erste Stufe gehe ich auf. Hier ist ganz geil, können wir einfach rüber. Kein Problem. So, natürlich auch hier die Idee, dass wir in der Mitte rauskommen. Ich muss also ein bisschen... Der geht gar nicht mehr. Scheiße! Bereits für... Ja. Toll. Hier wäre es echt zu empfehlen, dass ihr es nicht so macht wie ich gerade, sondern einfach euch von Anfang an ein bisschen überlegt, okay, wie könnte man es am besten machen? Also, mir war die Strategie eigentlich ganz... Mir bleibt sogar cool. Was das denn mal so? Okay. Haben wir das? Jetzt machen wir den nächsten. Ich will mal sagen, etwa ähnlich. Zack, zack. Ne, da muss ich ein bisschen anders machen.
Und wie nun? Ja, eigentlich relativ einfach. Genau. Oh, gibt es noch mehr Trainer? Alter Schwede! Ich wusste gar nicht mehr, dass so viel noch hat hier. Koki, und wie war's jetzt? Also sogar zum Abschluss des Parts machen wir was im nächsten Part. Ja, sorry, dass nicht, dass das so lange dauert. Und sagen wir zumindest noch ganz kurz die Megaform von Gardevoir. Servus! Du hast bisher geschafft, aber zu Vasili ist nicht vordringen können. Ich werde nicht mehr platt machen. Haha. Ich glaube, wird sedig. Die Güre Adelheid. Dazu darf er jetzt leider nichts sagen, aus persönlichen Gründen. Libiskus, Libiskus. Ja. Tschüssikowski. Gardevoir, Megatime. Gardevoir, Mega-Digitation zu Mega Gardevoir. Da la 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 la. Wuiuiui. Wenn du das für einen Rockgun hat, wa? Libiskus! Was hat eigentlich Mega Gardevoir für eine Fähigkeit? Weiß ich gar nicht mehr. Ein Seemon, das ist doch so cool. Bericht. Feenschicht, das sagen wir natürlich normal, wenn im Typ Fee an. Ah, okay, also natürlich halt das Pendant zu der Zenithaut von Brutalanda. Jetzt mal gucken, normal. Ja, Rückkehr war, bringt ja nichts. Hyperstrahl. Ja. Kraftreserve. Bei Gardevoir. Oder wisst ihr gerade irgendwie noch eine spezielle Normalattacke, die relativ viel Damage macht? Ich glaube, die Fähigkeit hier spielt kaum ein, aber. Ja, Hyperstrahl halt, okay. Ja, Hyperstrahl macht natürlich schon viel Damage, ist klar, aber dann eine Runde aussieht, ist natürlich doof. Ja, müssen wir mal gucken. Zuerst einmal Zauberschein, bevor der Munkeball kommt. Alter Schwede. Keine Chance, Mann, und Kai wird noch viel Alter, Kai, hey. Ich mach langsam richtig Schiss. Nun gut, bevor es hier weitergeht, auf dem brüchigen Boden mit Vasili, oder dann natürlich ganz elegant. Ja, kann ich wieder runtergehen. Tschüss, Mann, wow. Das und vieles mehr seht ihr dann im nächsten Part hier bei Omega Rubin. Bis dahin, tschüss.